Gute Morgen, wir schwätzen enke über die DDR-Verfassungsrevision, die wir letzte Woche an der Chambre deponiert haben. Und auch da wollte man das Recht der Leute stärken, notamment zum Beispiel, was die Möglichkeit angeht, zu manifestieren, und auch wie zu sagen, was ihr will, die sogenannte Liberté d'Expression. David, was tun wir bei der Liberté de Manifestation, was tun wir da geändert? In der aktuellen Konstitution, da können Sie sich effektiv wundern, steht nicht über Liberté de Manifestation dran, es steht just etwas dran über Liberté de Réunion. Du musst aber wissen, dass natürlich eine Réunion nicht dasselbe ist wie eine Manifestation. Eine Réunion kann ihn durchaus an einem privaten Lieu machen, und die ist eigentlich dann auch, die hat auch eigentlich keine Publizität. Aber für uns als ADR, also da war immens wichtig, dass ihn als Bürger immer kann seine Meinung zum Ausdruck bringen. Für die Liberté de Manifestation, erstens mal setzt man dran, dass die immer garantiert ist, das ist mir so en tout lieu, en toute manière et en toute circonstance. Aber was für uns auch immens wichtig ist, dass, wenn ihm dann manifestiert, dass das auf Plätzen stattfindet, wo er von der Öffentlichkeit gesieget. Wir können euch bestimmt an die Covid-Zeiten erinnern, wo verschiedene Manifestationen stattgefunden, die sind relegiert gehen bei der Philharmonie, und Manifestanten hatten ferner eigentlich nicht mehr Recht, für von der Philharmonie bis auf die Glasse zu trippeln, wo sie überhaupt keine Publizität ausgesetzt haben. Und das ist ja auch nicht der Sinn von einer friedlichen, muss ich natürlich sagen, muss immer eine friedliche Manifestation sehen, das ist ganz klar. Und natürlich kann man nicht tolerieren, was den Grundprinzip nicht gegen erlauben oder nicht gegen akzeptieren. Das ändert, was man wollte stärken an der Verfassung als Liberté d'Expression. Wir leben in einem gesellschaftlichen Klima, wo die Leute immer mehr Angst haben, wie zu so, was zu denken, wo doch immer mehr Druck auf sie geht, über soziale Medien und so weiter. Und auch da wollte man den Leuten sagen, wir stehen als ADR für die Meinungsfreiheit. Natürlich nicht, dass sie da können Menace proferieren oder Injuren oder Gewalt drohen, das geht natürlich nicht. Aber Liberté d'Expression, das wollte man stärken, und zwar in einem ganz großen Maß, David. En toute matière, en tout lieu et en toute circonstance. Und ich meine, ferner, das ist immens wichtig, weil das Recht für seine Meinung zu sagen, muss du eigentlich immer garantiert sein. Muss immer garantiert sein an einer Demokratie. Also das ist ein Grundwert, den wir absolut verteidigen. Und wir haben dafür auch die Disposition an der Verfassung nicht gestärkt, die über Zensur draufsteht. Aus mysteriösen Gründen, also an der Verfassung den 1. Juli Kraft getreten, als die Disposition gegen Zensur geschwächt gehen. Bislang wird nämlich so an der aller Verfassung, dass durch Zensur darf nie angefeiert, ne pourra jamais être introduite. Und du, was tun sie gemerkt? Alors, haben sie das Wort jamais rausgeholt, das heißt, da steht einfach nur dran, la censure ne pourra être établie. Und das ist natürlich nicht so stark, wie wenn ihr seht, sie kann nie etabliert gehen. Und dafür haben wir dran gesagt. Wir wollen wirklich die Rechte von den Leuten stärken, sowohl was die Manifestationsrechte angeht, wie auch Meinungsfreiheit hier am Land. Das ist unser Bild, und ich meine, wir haben immer daran Zeichen gesagt. Vielen Dank.